Vom Begriff der armen Seelen haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gehört. Diese sind tief in der katholischen Theologie verwurzelt und Abbildungen von armen Seelen im Fegefeuer findet man oft als Motiv von Malereien. Laut katholischer Religion gelangen diejenigen, die im Leben Schuld auf sich geladen haben, nicht direkt in den Himmel, sondern müssen eine Zeit lang unter Qualen im Fegefeuer verbringen. Einer Zwischenwelt, einer Welt zwischen Himmel und Hölle. Da Bayern vornehmlich katholisch geprägt ist, verwundert es nicht, dass auch in der Sagenwelt sogenannte armen Seelengeschichten quantitativ gut präsent sind. Diese Bezeichnung ist allerdings nur ein Oberbegriff, der mehrere verschiedene Motive zusammenfasst. Und genau diese möchte ich euch heute in diesem Video vorstellen. Wenn sich die Silhouette des schwarzen Tannenwaldes drohend gegen den Mond abzeichnet und der Nebel die Bäume in ein gespenstisches Kleid hüllt, gehen die Seelen von Menschen um, die zeitlebens Frevel begingen. Diese armen Seelen befinden sich im Fegefeuer, um ihre Sünden abzubüßen. Um die Zeit in dieser qualvollen Zwischenwelt zu verkürzen, so sind sie auf die Mithilfe der Lebenden angewiesen. Und so zeigen sie sich den Menschen auf vielfältige Weise. Unbedarften Wanderern erscheinen sie oft als Lichtlein und bitten um Erlösung, während weißgewandete Frauen am Straßenrand oder gar auf dem Rücksitz vorbeifahrender Autos erscheinen und so den Fahrer oft zu Tode erschrecken. Wiedergänger erscheinen als Geister an Plätzen, die sie zu Lebzeiten gut kannten und die in Zusammenhang mit der Frevelei stehen, die sie einst begingen. Es ist schon spät in der Nacht, als der Mann sich endlich auf den Heimweg macht. Der Wirt bugsiert ihn freundlich, aber bestimmt aus seinem Gasthof, denn er sehnt endlich den wohlverdienten Feierabend herbei. Da der Besucher bereits einige Stunden zechte und schon reichlich angetrunken ist, verlässt er torkelnd das Lokal. Das Bier fordert seinen Tribut, und schon nach kurzer Zeit hat der Betrunkene seinen Weg in einem Gehölz verloren. Da hüpft ihm ein Wurzelstock entgegen, auf dessen Spitze ein Lichtlein sitzt. »Hüpf mir nur voran und leucht mir«, lallt der Mann. Das Lichtlein tut, wie ihm geheißen, und springt munter voran. Über Gräben, Gestein und Hölzer hopst es, und der Verirrte hat seine Müh und Not, dem Lichtlein hinterherzukommen. Dennoch, es bringt den Mann sicher nach Hause. Mit einem 100.000-mal vergelt's Gott bedankt er sich bei dem Lichtlein, worauf es verschwindet. An dessen Stelle erscheint eine schneeweiße Frau vor dem Mann, der deshalb so erschrak, dass er wenige Tage darauf verstirbt. Hat sich ein Mensch zu Lebzeiten allzu viele Verfehlungen aufgeladen, so der Volksmund, dann muss er diese im Fegefeuer abbüßen. Um diese Leidenszeit abzukürzen und früher in den Himmel zu kommen, braucht die arme Seele die Mithilfe der Lebenden. Denn nur diese können die arme Seele erlösen. So sollen Gebet, das Lesen von Messen oder spezielle Feiertage wie Allerseelen den armen Seelen Linderung verschaffen. In den Nächten, in denen der Schleier zwischen dem Hier und der Anderswelt besonders dünn ist, gelingt es manch armer Seele, wieder in diese Welt zu schlüpfen. Meist erscheinen sie den Lebenden als ein Lichtlein, ein sogenanntes Irrlicht. Oft sieht man sie an Kreuzwegen, wo die Toten beim Leichenzug abgesetzt werden, an Totenbrettern oder Marterln. Verirrten im Wald erscheinen sie gerne auf Wurzelstöcken, um ihnen den Heimweg zu leuchten, und warten auf ein Vergelt's Gott für ihren Dienst. Es wird auch berichtet, dass die armen Seelen mit einem
Deo gratias, Dank sei Gott dem Herrn, oder Oratus fratus, gelobt sei Jesus Christus, dem Menschen ein in Ewigkeit Amen entlocken wollen. Denn dann werden sie erlöst und können ihre lang ersehnte, ewige Ruhe finden. Doch nicht nur ehemalige Sünder wandeln nach ihrem Tod als Irrlicht auf Erden. Auch diejenigen, die vor ihrer Zeit das Diesseits verlassen mussten, also eines unerwarteten Todes gestorben sind, kehren bisweilen ins Diesseits zurück. Unfall- oder Mordopfer, gefallene Soldaten oder auch Kinder, die verstorben sind, ohne die Taufe empfangen zu haben. Und so sind besonders Orte, an denen in der Vergangenheit Schlachten stattgefunden haben sollen, dafür bekannt, dass dort nachts viele kleine Lichtlein erscheinen, die durch die Luft fliegen. Die wissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen sind Glühwürmchen oder Faulgase, die zum Beispiel aus Mooren aufsteigen und mit der Luft reagieren und sich so dann selbst entzünden. Stellvertretend für diese Irrlichtgeschichten möchte ich euch die folgende Sage erzählen. Der Stöberl-Großvater geht vom Zwiesler Rentamt über Rabenstein nach Bodenmais und muss dabei über 3 Brücken. Bei der letzten zieht es ihm bereits die Haare an, und wie er beim Tafelbaum ist, gesellt sich ihm ein wandelnder Baumstamm zu, der ihn bis zur Fritz-Schwarz-Wiese begleitet. Bei dieser spricht der Baumstamm schnell noch ein Oratus fratus und fliegt dann mit lautem Schnalzen in Richtung Schlossereck davon. Seit der Kooperator zum Beichtzettelsammeln beim Stöberl gewesen ist, weiß der, was er dem Baumstamm hätte entgegnen sollen. In Ewigkeit Amen. Danach wäre die arme Seele im Baumstamm erlöst gewesen, denn Oratus fratus heißt, gelobt sei Jesus Christus, auf Hebräisch. Da hat unser Großvater auf Zwiesel gemeist, ins Rentamt, und überum Stein ist er heim. Und da hat er über 3 Brickel gemeist. Auf der ersten hat er sich nix denkt, auf der zweiten auch nix, auf der dritten, da zückt's ihm Tor an, denkt er ihm, was wird denn das für eine Nacht sein? Dabei kommt er am Tafelbaumvierer, kommt der Baumstamm daher, ohne Kopf, und der geht mit ihm und geht Vierer bis auf die Fritz-Schwarz-Wies mit ihm. Ist er gelaufen, ist der Baumstamm auch gelaufen. Ist er langsam gegangen, ist der Baumstamm auch langsam gegangen. Und in der Fritz-Schwarz-Wies hier vorn sagt er Oratus fratus und ein Huscher. Und danach ist er in Schlossereck gezogen, dass grad die ganzen Gipfel geschnalzen haben. Und er ist heim, und weil er es am anderen Tag an Kooperator verzeiht hat, weil der ins Beichtzettel zusammengekommen ist, sagt der Kooperator, der Stutzen ist eine arme Seele gewesen, und sie hätten sagen sollen, in Ewigkeit Amen. Dann wär er erlöst gewesen. War Oratus fratus, das heißt, gelobt sei Jesus Christus. Das ist Hebräisch. Blasses Mondlicht fällt auf den Asphalt der Landstraße, als das Auto durch die rabenschwarze Nacht fährt. Der grelle Kegel des Scheinwerferlichts taucht die Bäume am Fahrbahnrand für Sekundenbruchteile in helles Licht, bevor sie wieder aus dem Sichtfeld verschwinden. Dicke Regentropfen prasseln auf die Windschutzscheibe, begleitet vom rhythmischen Geräusch der Scheibenwischer. Die Fahrerin des Autos hat es eilig und blickt angestrengt auf die verregnete Fahrbahn. Als diese eine bestimmte Stelle in ihr Blickfeld kommt, denkt sie an die Geschichten, die man sich über diese Strecke erzählt. Die Geschichten von einer alten weißen Frau, die Autofahrern auf dem Rücksitz ihres Autos erscheinen soll. Plötzlich beschleicht sie ein beklemmendes Gefühl, und ihr ist, als ob jemand hinter ihr auf der Rücksitzbank sitzen würde. Ein schneller Blick in den Rückspiegel. Es ist niemand dort hinten.
Ein Blick zurück auf die Straße. Da ist doch etwas am Straßenrand. Die Gestalt sieht aus wie... Die Augen wandern wieder hastig zum Rückspiegel, indem sie die blasse, weiß gekleidete Frau mit den schneeweißen Haaren erblickt. Sie verreißt das Lenkrad, das Auto schlingert und es kracht. Einige Straßenabschnitte in Bayern sind dafür bekannt, dass dort in der Nacht eine weiße Frau umgeht und manchen Autofahrern auf dem Rücksitz des Autos erscheint. Sie soll bei einem tragischen Verkehrsunfall getötet worden sein, bei dem der Unfallverursacher Fahrerflucht begangen hat. Andere sprechen davon, dass die Frau ermordet wurde und den Menschen mit ihrem Erscheinen den Ort weisen möchte, an dem sie verscharrt wurde. Obwohl es sich bei der weißen Frau augenscheinlich um eine Sagengestalt jüngeren Datums handelt, ist schwer nachzuvollziehen, wo genau dieses Sagenmotiv das erste Mal aufgetaucht ist. Fakt ist, dass diese Legende irgendwann in den 1970er Jahren aufgetaucht ist. Die erste und bekannteste Geschichte in Bayern ist wahrscheinlich die urbane Legende von der weißen Frau vom Ebersberger Forst, die bei der Hubertuskapelle an der Staatsstraße 2080 erscheinen soll. Hier ereignen sich regelmäßig Unfälle und es wird immer wieder davon berichtet, dass Autofahrer die Gestalt einer weißen Frau gesehen haben. Diese Geschichte ist so bekannt, dass 2021 ein Kurzfilm über dieses Phänomen gedreht wurde, der im November uraufgeführt wurde. Laut Wikipedia ist das Auftauchen eines Gespenstes an der Old Chatham Road im Südwesten Englands der erste bekannte Fall eines solchen Phänomens. Hier starb im November 1965 eine junge Frau am Vorabend zu ihrer Hochzeit infolge eines schweren Verkehrsunfalles, bei dem auch 2 weitere der insgesamt 4 Insassen starben. Es wurde berichtet, dass sie gelegentlich vorbeifahrenden Autofahrern, meist in der dunklen Jahreszeit, bei sehr schlechtem Wetter tief in der Nacht als weiß gekleidete Anhalterin erscheint. Wesentlich älter sind die Sagen von weißen Frauen, die auf verschiedenen Burgen erscheinen sollen. Das gängigste Motiv ist die Burgfrau, die von ihrem Mann wegen schwerer Verfehlungen getötet oder lebendig eingemauert wurde und deshalb umhergehen muss, bis ihre Leiche gefunden und beerdigt wird. In den Nächten, hauptsächlich während der Allerheiligen, Allerseelenwoche, hört man in so manchem Wäldchen die Rufe: »Wo soll ich ihn denn hin tun? Wo muss ich ihn hinsetzen?« Diese Stimmen gehören den Geistern derjenigen, die zu Lebzeiten aus Gier Grenzsteine verrückt haben. Denn diese müssen nach ihrem Tode umgehen, bis sie mit der Antwort: »Na, wo du ihn weggenommen hast, setzt du ihn wieder hin«, erlöst werden. Doch die Geister der Grenzsteinfrevler sind nicht die einzigen, die umgehen müssen. Auch Wirte, die es mit dem Biereinschenken nicht so genau nehmen, müssen nach ihrem Tode noch weizen. Und so ist aus manchem leerstehenden Wirtshaus das Rumpeln von Bierfässern zu vernehmen, während eine Stimme ruft: »3/4 ist keine Maß.« Waren die Vergehen eines Menschen zu Lebzeiten schwerwiegend, so werden sie nach ihrem Tode dazu gezwungen, als Wiedergänger ins Jenseits zurückzukehren. Der Ort ihres Erscheinens ist dabei eng verknüpft mit den Plätzen, an denen sie auch zu Lebzeiten ihre Sünden begingen. So trifft es neben den bereits erwähnten Grenzsteinverrücker und Gastwirten oft auch betrügerische Kaufleute, Mörder oder andere Menschen, die sich durch Grausamkeit gegenüber Mensch oder Tier hervortun. Nicht nur schwere Vergehen zwingen die armen Seelen dazu, auf die Welt zurückzukommen. So berichten manche Sagen davon, dass Menschen, die nicht in geweihter Erde begraben wurden, wiederkehren müssen. An ihrer Begräbnisstelle erscheinen und graben sie so lange, bis ihr Leichnam von den Lebenden im Friedhof bestattet wurde.
Das bekannteste Motiv ist in Bayern wohl der Grenzsteinverrücker, von dem ich euch hier eine Geschichte erzählen möchte. Hier zeigt sich besonders, dass Sagen vor allem auch einen erzieherischen Effekt hatten. Vor einigen Jahrzehnten lebte ein sehr geiziger, unschadenfroher Bauer, der keinem Menschen etwas gönnte. Nun ging er einmal in den Wald hinaus und rückte den Grenzstein zwischen seinem und des Nachbars Wald weiter in diesen hinein, damit ihm noch ein größeres Stück gehöre. Nicht lange darauf musste er sterben. Von dort an sah man öfters, wie der Großvater erzählte, ein Lichtlein, gerade dort, wo der Grenzstein verrückt worden war. Einmal war in der Nähe Tanzmusik und ein 30-jähriger Bursche, der schon einen Rausch hatte, ging heimwärts durch den Wald. Da sah er ein Lichtlein, auf das er zuging. Er hörte immer eine komische Stimme. Auf einmal verstand er sie. Es war eine arme Seele, die schon lange danach fragte, wo sie den Grenzstein hinversetzen solle. Der Berauschte, der sich gar nicht fürchtete, antwortete darauf: Tu ihn hin, von wo du ihn weggenommen hast. Und von dort an sah man kein Licht mehr. Die Großeltern erzählten, dass von dort an die arme Seele erlöst war. Was haltet ihr davon? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch Legenden von armen Seelen kennt, und auch über Lob und Kritik oder einem Daumen nach oben freue ich mich sehr.